Bonjour liebe Leute, herzlich willkommen hier an der Sendung Blick auf Europa DOC-Kanal. Das ist eine neue Edition, das ist viel geschieht in der letzten Zeit. Das ist eine neue Kommission genannt, eine neue Europäische Kommission, und ich will ein bisschen darüber gehen. Für dich will ich aber so, dass das hier auf einem Donnerstag abgeholt wird. Das gilt eigentlich für all die Sendungen, die in Zukunft kommen. Geht Donnerstag abgeholt, geht mindestens für die erste Kehr gesendet. Und bis dann die letzte Retransmission aufgeschlossen ist, sind eigentlich 10 Tage vergangen vom Abholen, vom Recording bis bei Senden, die letzte Kehr. Das bedeutet, dass ich nicht immer ganz aktuell sein kann. Und das ist eigentlich auch nicht der But von meiner Sendung. Der But ist, für euch Hintergrundinformationen zu geben, die nicht unbedingt an den letzten Tagen so alle waren, aber die aber trotzdem wichtig sind, für das ganze Europa ein bisschen zu verstehen. Ich mache mein Bestes für euch, wie gesagt, mit diesen Informationen zu beliefern. Und das ist auch so mein Abhänger für diese Sendung, für die Kommission, wo Jean-Claude Juncker den 11. September eigentlich genannt hat. Kommissären, Personen waren für darüber bekannt, waren auch schon ganz stark kritisiert von verschiedenen Seiten. Und da sind dann, wie gesagt, die einzelnen Ressorts bei den einzelnen Personen dabei gefügt. Da kann ich da ein bisschen mehr genau in Zukunft sehen, was da den Einzelnen für Domänen hat, was bei ihnen passt, was an unseren Männern gut bei ihnen passt. Ich will darüber zurückkommen. Das heißt, politisch, das ist eine politische Kommission. Das ist nicht mehr so die Kommission vielleicht wie für drunten, die mehr aus so Technokraten bestehen hat. Aber sie haben Domänen so zusammengesetzt, mehr politisch, mehr engagiert an grosse Fragen. Und wie Jean-Claude Juncker auch schon während der ganzen Wahlkampagne gesagt hat, Männer sich anmischen, mehr zurückhalten an mehr kleine Fragen. Das heißt, grosse Fragen, was Europa betrifft, was Europa vorbringt, anmischen, gute Initiativen holen, sich dynamisch weisen, sich stark weisen, an kleine Fragen sich zurückhalten. Die Kommissionen da wo Erfahrung sind nicht Männer wie 5 Ministerpräsidenten, die an ihren Ländern eine große Rolle, wie gesagt, gespielt haben. Es sind 19 Ministerinnen, die an ihren Ländern Ministerposten hatten. Und es sind 7 freie Kommissäre aus der Kommission Barroso. Das weist darauf hin, dass die Leute, wie gesagt, eine große Erfahrung mitbringen. Und aber ist der Altersdurchschnitt aufgegangen von 50 auf 47 Jahre, zum Beispiel bei den Vizepräsidenten. Apropos Vizepräsidenten, da komme ich noch darauf zurück, der sind der 7, aber was für eine Rolle die spielen, das werde ich euch dann noch erzählen. Was mir wichtig ist, was doch dem Jean-Claude Juncker wichtig war, dass einen großen Anteil, größtmöglichsten Anteil von Frauen an der Kommission vertreten sind als Kommissär. Das ist leider so, dass Memberstaaten am Anfang sich ganz schwer getan haben, wie gesagt, Frauen zu nominieren. Schlussendlich sind wir dann auf den gekommen, weil den dritten Last von der Kommission. Und das ist eigentlich kein grosser Fortschritt, muss ich sagen, mit das zumindest mal kein Rückgang vis-à-vis von der Kommission Barroso. Die Frauen, die haben aber am Ende ein ganz wichtiges Dossier gekriegt, und ich werde da pur abzählen, das ist mal Justice. Ich meine, was ein ganz wichtiges Domain ist. Dann ist Marianne Thyssen Emploi und Affaires Sociales, was ja auch Emploi, Beschäftigung in diesen Zeiten ganz groß geschrieben wird. Das ist Konkurrenz, das ist der Marché Intérieur, das ist auch die Industrie mit den kleinen und mittelständischen Betrieben, was ganz großen Anteil an Europa hat. Und das Egalität des Genres, das heißt, wo auch wirklich in neuen Domänen geschafft ist, an denen noch eine Frau zugedeelt ist. Also, ihr seht also, dem Jean-Claude Juncker sein Wunsch, als was Dünnsöl angeht, vielleicht nicht an Erfüllung gegangen, aber dafür hatten sich aber bemerkbar gemacht, an denen, dass den Frauen ganz wichtig Domänen gehen wird. Das Resultat von der Komposition von der Kommission bedeutet aber auch ein Spiegelbild von den Wahlen, von den Europawahlen der 25. Mai. Ich meine, DVP ist da ganz groß als Gewinner herausgegangen, erstellt dann auch an der neuen Kommission 14 Kommissären als Kollege Sozialisten, die haben bei den Wahlen nicht so stark aufgeschnitten, kriegen trotzdem 8 Kommissäre, was ich ein ganz akzeptables Resultat fand. Und was für allem, sie haben 3 ganz wichtige Domänen gekriegt. Erstens mal den hohen Beauftragten, den Beauftragten von der Außenpolitik, mit dem Federica Mogherini, den Franz Timmermans, den niederländischen Kommissär, was eigentlich dreht Hand von Jean-Claude Juncker ist, das ist der erste Vizepräsident und das den hier ersetzt an all den wichtigen Fragen. Hier ist auch zuständig für interinstitutionelle Arrangementen, alles was
innerhalb von europäischen Strukturen mit denen zu verhandeln hat. Hin ist auch zuständig für die berühmte Frage von der Subsidiarität, auch von der Probabilität mit den Memberstaaten. Ihr wisst, dass all nationale Parlament 8 Wochen Zeit hat, für zu reagieren auf eine Proposition von der Kommission. 8 Wochen, wo sie gucken, ob das Subsidiarität, also das heißt Decisionsrecht von dem einzelnen Memberstaat, nicht touchiert oder nicht an dem Sinn touchiert, dass es Angriffen gibt. Und zweitens, also so, dass Proportionalität, das heißt, es muss proportional sein, die Proposition von der Kommission muss proportional sein zu dem Nutzen und auch zu dem, was es bringt für die einzelnen Memberstaaten. Das heißt, Subsidiarität, Proportionalität ist in diesem Fall ein guten Hand. Der Franz Timmermans hat auch ein Manifest geschrieben für den Europawahlen, wie in Zukunft die Europäische Union sich soll reformieren, wie sie sich soll aufstellen. Und das ist an meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Mann. Und drittens, wie gesagt, dritte Kommissär von den Kollegen Sozialisten hat auch ein wichtiges Domain. Und dafür verstehe ich eigentlich nicht die Macht daheim vom Arbeitsminister Nicolas Schmit, der sieht, dass eigentlich die Kommission nicht wird ändern, dass das alles sein allen Train gegen weiter gefordert gehen. Und ich meine, da hat er eigentlich nicht Vertrauen an seine eigenen Leute und das wundert mich ein bisschen. Es muss ich aber auch sagen, dass 4 aktuell Deputierten aus der EVP kommen. Das ist Marianne Thyssen, die ich schon ernannt habe, belgische Kommissarin. Das ist Valdis Dombrovskis, der Kollege aus Lettland, ganz junger Mensch, ganz dynamisch. Das ist Miguel Arias Cañete aus Spanien und das ist Christos Stalinides aus Zypern. Das sind 4 Kollegen, die bei uns im Parlament schon hier Arbeit gemacht haben und die von der EVP dann, wie gesagt, zu der Kommissar gehen. 2 Domänen, wo ich konkret daran arbeite, das ist der Transport, wie ihr wisst, und das Beschäftigung. Den Transportkommissar gibt Maros Sefcovic, das ist ein Kommissar, der noch schon unter der Kommission Barroso aktiv war, der da, wie gesagt, für institutionelle Fragen zuständig war. Und den hat dann, wie gesagt, den Transport an den Traumfahrt, also alles, was Space ist. Und ich meine, das ist auch eine Neuabteilung, wo wir es müssen darüber gewinnen, aber wird wahrscheinlich auch ein größter Plündere Wert bedeuten innerhalb von der Kommission, wenn die einzelnen Direktion Generalen sich unter dem neuen Kommissar müssen abstellen. Marianne Thyssen habe ich schon ernannt, belgische Kommissarin, als für den Emploi und für die Affaires Soziales zuständig, sympathisch, aber für allem auch ganz kompetent. Es ist so, dass Jean-Claude Juncker gesagt hat, die Kommissarin die sollen als Team zusammen arbeiten und hier hat dafür auch die Vizepräsidenten als Teamleader festgesetzt. Das heißt, 5 Vizepräsidenten, 7 am Ganzen, wir 5 sind da zuständig für Einzelbereiche, wo dann die Kommissarinnen drin ihren konkreten Dossier haben, ihre konkrete Ressort haben. Und die sollen zusammen arbeiten und das muss sich in der Zukunft noch nachweisen, wie das funktioniert. Jean-Claude Juncker verspricht sich eine bessere Koordinierung davon und er verspricht sich, dass Männer eigensinnig an Männer so an Schubladen an Tierrang geschafft wird. Das heißt, dass es mehr koordiniert ist und mehr eine horizontale Basis hat, für zu schaffen. Wie gesagt, da muss ich gucken. Die neuen Strukturen werden aber auch verschiedene Zuständigkeiten hier im Parlament, wo Bereiche, wo wir bislang mit einem Kommissar zu tun haben, werden noch ein bisschen Zuständigkeiten ändern, aber werden dann noch mit einem anderen oder mit 2 oder mit 3 Kommissaren zu tun haben. Ich habe dort 2 Beispiele, wie zum Beispiel die Affaire Economique. Da ist der Moscovici, der französische Kommissar, ist zuständig für die Affaire Economique et Financière. Den Kollege Dombrovskis ist aber zuständig für den Euro und für alles, was die Konsolidierung vom Euro belangt. Da muss man auch gucken, wie das sich an der Praxis wird erweisen. Klima und Energie gehören nach meinen Augen absolut zusammen. Als hier am Haus aber auch ein bisschen unterschiedlich aufgestellt. Auch da werden wir uns Anpassungen müssen machen. Was ich persönlich ganz gut fand, war da eine langjährige Revendikation, dass alles, was Verbraucher ist, alles, was Konsument ist, Verbraucherschutz und so weiter, soll alles an Justiz kommen. Das ist eine Revendikation auch von den Konsumenten selber, von den Konsumentenschutzorganisationen selber, die das verlangt haben, weil da ein Gutsache ist. Tourismus, muss ich sagen, hat man die letzten Jahre auch hier im Parlament viel drauf geschafft. Von denen lo direkt nicht mehr so rum an der Kommission. Da muss man uns, wie gesagt, schlau machen, auf wem sein Bereich, dass der dann in Zukunft wird fallen.
Och war da bësse stutzig gemacht huet das Emploi an Affaires sozial ass getrennt vum Dialog sozial, dat huet awer Ursachen, weil wie gesot den Wladis Dombrowskis, weil den Dialog sozial huet als Teamleader, als awer a denker Verbindung mat der Kommissarin, wat den Emploi an Affaires sozial huet. Wie gesot muss lo gucken, wie geht het weiter. Ich mengen Di hut Entwicklung lo verfolcht. Den 5. September huet wie gesot de Conseil huet den Donald Tusk ernannt an Federica Mogherini, die zwei heich Repräsentanten. Den 5. September huet Jean-Claude Juncker seg Lëcht fir gelecht. An lo den 10. September huet den Kommission firstalt. Wie geht het lo weiter? Lo man die Einzelkommissären, die machen lo hier een Hearing hai am Parlament, dat hecht ha gin se vun eis, op hersanieren kann soen gepräft. Es war den eigentlich war den doheem an de Parlamenter net so rëmpfend, hat den sich ja zum Beispiel auch könne firstellen, dat als Neuregierung, als Neuministerin auch so Hearingen hätte können durchlaufen am Parlament, wo es op hersanieren gepräft gewär mal einen interessanten Exerzis, den sich für Zukunft könnt verhalen. Wie gesagt, dat geht heilo so. Und dann an der Plenärsession vom 20. Oktober werden wir dann definitiv über die Kommission Juncker aufstimmen. Dat wäret vun Hai vu Bresel. Nächste Woche sind wir zu Straßburg. Ich klingt bisschen ein neues Umfeld. Ich so nicht merci für die Nolauusteren, aber wie gesagt, bis nächste Mal für eine neue Sendung. Adi.